Vorsicht. Das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Vorher ab zu Kasumi. Wo ist denn die kleine Maus da? Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Können wir Dima vertrauen oder verheimlicht er etwas? Ich habe Dimas früheste Erinnerungen gefunden. Er hat jemanden in Far Harbor ermordet und ersetzt. Dann hat er es vertuscht. Sogar sein Wissen darüber verborgen. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ist das wichtig? Reicht nicht das Wissen über seine Tat? Er hat so viel vor uns verheimlicht. Ist es Arcadia überhaupt wert, gerettet zu werden? Aber hier leben gute Leute, Synths. Arcadia muss trotzdem beschützt werden. Ich werde alles tun, was ich kann. Du hast recht. Wir müssen das zu Ende bringen. Vielleicht kannst du mit dem, was du in Dimas Erinnerung gefunden hast, den alten Synth dazu bringen, das Richtige zu tun. Ich weiß, dass du die meiste Arbeit erledigt hast. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Nimm sie. Vielleicht sind sie ja nützlich. Komm wieder, wenn das alles vorbei ist und wir reden, ja? Viel Glück. Ja, und so schnell wirst du lang gelassen. Na, aber jetzt nochmal zu Jules. Ich bin halt ein Mensch. Das will sie, warum soll sie nicht die Wahrheit erfahren? Und genau das ist das, was der Dima am Anfang gesagt hat. Von wegen Gedächtnislöschungen, Railroad, etc., etc. Naja. Es ist, ja. Wie heißt im Leben ein einzelnes Sprichwort? Wie du es magst, ist es falsch. Leider. Also wir müssen nur ans Hoch, wir müssen zum alten Tati. Alter Vater. Ich sag dir dann, was für Stelle das mir persönlich nicht zusagt. Eine Gesprächsstelle, die hasse ich wie die Pest. Also, Dima, hör zu. Ich wollte mit dir reden. Zuerst wollte ich dir nicht glauben, dass wir Brüder sind. Ist schon gut, Nick. Es muss ein Schock für dich gewesen sein. Ja, naja, es war blöd, dass ich so negativ gesehen habe. Fangen wir nochmal von vorne an? In Ordnung. Gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, Nick. Also euer Gespräch rührt mir zu Herzen. Dima? Es tut mir leid, aber ich habe Chase auf dich angesetzt. Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Also, was war in meinen Speicherbänken? Wird es jetzt leichter sein, den Konflikt auf der Insel friedlich zu lösen? Wir fangen nochmal an. Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus, wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Far Harbor bedrohen, auch Unschuldige. Ich habe den Schlüssel schon gefunden. Niemand wird ihn benutzen. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Etwas, das uns hilft, Frieden zu stiften? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Arcadia. Ich will bloß so viele Synths wie möglich hierher holen, um ihnen die Chance zu geben, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Ansonsten wollen wir nur in Frieden leben. Ich habe keine Expansionspläne. Unser Leben genügt so, wie es ist. Gibt es sonst noch was? Und jetzt kommt der dicke Brocken. Der dicke Scheißhaufen.
Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Fahaber zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Fahaber getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Wir wissen, warum er es da hat. Warum hast du das getan? Ich musste in Fahaber für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Das nennst du Gerechtigkeit? Ich ganz sicher nicht. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Fahaber geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Synth ersetzt habe, muss geheim bleiben. Wenn sie der Dima erklärt, gibt's Tode. Sonst geht Fahaber auf Arcadia los. Wenn wir mit dem Startschlüssel zum Nukleus laufen, ist Fahaber und Arcadia dem Erdboden gleich. Es ist wurscht, wie du die Geschichte jetzt drast und wendst, es kommt nur der Tod. Mehr kommt im Prinzip jetzt nicht mehr. Wir müssen uns jetzt eigentlich auf ein Unternehmen einlassen, wo der Dima sein Mord an der Avery damit rechtfertigt, ja, wir müssen jetzt über diesen Mord hinwegsehen. Ich hab das jetzt einfach gemacht und ja, es ist ein bisschen... Es ist eigentlich im Prinzip so, wie es die Avery am Anfang vom DLC gesagt hat. Es gibt kein Gericht, es gibt keine Polizei, einer Recht basiert auf dem gesunden Menschenverstand. Du hast das alles allein getan? Niemand aus Arcadia hat mitgemacht? Was ich getan habe, widerspricht unseren Idealen. Ich habe es sogar vor mir geheim gehalten. Es kann also sonst niemand beteiligt gewesen sein. Ich tue es nur ungern, aber es sind schon so viele Menschen gestorben. Ich halte es geheim, Dima. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Das hat ihn zuvor auch nicht abgehalten. Auch wenn es schrecklich klingt. Diese Erinnerung hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Fahaber durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tektis durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Fahaber zu vergeben und eine Lösung zu finden. Wenn das Frieden für die Insel bedeutet. Gut, beschreib mir deinen Plan. Das wird nicht einfach für uns beide, aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den Hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Müssen wir den Hohen Beichtvater töten? Es wäre der sicherste Weg, ihn unschädlich zu machen. Aber jede Methode, bei der Tektis für immer seine Macht verliert, sollte funktionieren. Geben die Kinder auf, nur weil dieser Ersatz es ihnen sagt? Ja, sie mögen unzufrieden sein, aber die Kinder haben gesehen, was mit denen passiert, die ihre Meinung sagen. Unser Ersatz wird diese Angst für das Wohl aller nutzen. Glaubst du wirklich, du bekommst einen überzeugenden Ersatz hin? Ja,
Da wir Synthhaven das wieder zu erlangen, was sie verloren haben, kennen wir uns mit Erinnerungslöschungen und Gesichtsoperationen aus. Und ich kannte Tectis sehr gut, als er noch in der U-Boot-Basis lebte. Ich nutzte das als Basis für die Erinnerungen unseres Ersatzes. Du musst dich nur um den echten Beichtvater Tectis kümmern, während ich einen Freiwilligen vorbereite. Wir werden's machen. Mit Charisma-Punkt, mit Charisma plus 12 machen wir's A und ja, leider. Okay, ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn allein erwische? Tectis hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tectis sicher mit dir reden wollen. Unter 4 Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material. Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier. Ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Beschaffe Martins Holobänder. Hi, was ist denn? Egal. Schon gut. Gut. Ein neuer Morgen bricht an auf Fahrhaber. Was willst du dazu noch sagen? Wir wissen alle ganz genau, dass im Endeffekt, wurscht wie du dich entscheidest, noch mehr Menschen sterben. Wir wissen ganz genau, wenn wir zum Beichtvater gehen, der lässt die Atomraketen aus dem U-Boot direkt auf die Synths nieder. Wir wissen ganz genau, wenn sie der Dima erklären soll in Verhaber, bringen die in Verhaber einmal in Dima um und rennen dann in Richtung Arcadia. Es ist scheißegal, wie es das drast und wennst. Im Endeffekt, wie du es drast und wennst, der Tod ist der ewige Begleiter auf dieser Insel. Und genau deswegen... Oh! Wir müssen auf den Fuß gehen. Es kauft niemand rum. Ein neuer Pfad.
atom above, I've lost them. Tectus screams for blood, and the children cheer. I beg for civility, and they whisper traitor behind my back, and I'm left to wonder what I might have done to deserve you taking them away from me. But in the back of my mind, I know. Warning, faith is an untended fire. Fail to care for it, and it cannot be rekindled. Thus here I sit, thinking on embers, trying to summon the courage to do what I know I have put off for too long. So I shall step out that door, and when I do, my life begins anew. But for the first time, O Radiant One, its path is out of your hands. Ich glaube, du bist besser du bist, glaube ich, besser in Englisch wie ich. Ich pack das jetzt einfach einmal ein. Ja! Weil das, was wir wirklich wissen wollen, erfahren wir in die Bänder. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hatte angenommen, dass du und deine Anhänger hartnäckiger nach dem Startschlüssel des U-Boots suchen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr enttäuscht. Ich will unseren Verpächter nicht erzürnen. Ich denke, ich werd's überleben. Aber müsst ihr für euren Gott nicht bei einer Atomexplosion umkommen? Habt ihr euch nicht aus diesem Grund im Nukleus angesiedelt? Das ist kein Geschäft, Dima. Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an, in welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen? Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen, als Freunde, als Familie. Einen Ort, an dem man daheim ist. Genau. Der Nukleus ist ein wahrhafter Segen. Es wäre schwer, solch ein Geschenk zu verlassen, selbst für andere. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Bis Atom ihn zurückgibt, musst du wohl bei uns bleiben. Ich denke, ich werd's überleben. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben, Martin. Tut mir leid. Bruder Andrews, eine gute Seele. Es ist meine Schuld. Hätte ich erkannt, dass es so schlimm in Far Harbor ist, wäre er nie gegangen. Sie geben uns die Schuld für den Nebel in der Stadt Dima. Und jetzt die Kinder. Das ist Tectus. Er hört nicht zu. Er will Krieg. Glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Früher hätte ich über sowas gelacht, aber heute... Viele haben Andrews gemordet. Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Mit Tectus konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Exil. Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Far Harbor überzeugen, dass sie weggehen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima. Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen. Und jetzt wollen wir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften. Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein. Ich denke, du solltest gehen. Martin, bitte. Das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde!
wenn du wieder bei Sinnen bist. Also im Prinzip hat der Dima vorher schon Chaos angerichtet. Er wusste von dem Konflikt auf Vorhaber. Hat vorher schon Chaos angerichtet. Mit der Ermordung von der Avery hat er das Chaos einmal ein bisschen gedämmt. Und die Spannungen zwischen den drei Fraktionen ist trotzdem noch immer geblieben. Der ist ja schon fast hin, der Arme. Du spielst hier mit dem falschen Zünd. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Richtig, Nick. Was Nützliches? Naja. Und du ein bisschen Fleisch nützlich erweist, dann... Na gut. Dann bist du bescheiden, Nick. Dir sag es. Ja, wie gesagt, es hilft nichts. Du hast auf der Insel so gesehen, ja, keine Gerechtigkeit, kein Recht, kein Gesetz, gell. Also wirklich nur das, was halt die für sich selber als moralisch richtig empfinden.